Freunde, es ist soweit. Der zweite Tempel wartet darauf, von uns beendet zu werden und hoffentlich sehen wir bald Zelda mal. Ja, guten Hunger halt, So, der Drachenschlüssel. Erstmal gucken, wie die Form ist. Ah, so ein Knubbel da hinten, wa? So vielleicht. Nehmen wir fast. Dann halt in der Mitte noch frei. Das heißt, es muss irgendwie so dann sein. Und dann vielleicht noch so. Ja, warte mal, der Knubbel, der jetzt da. Ah, warte mal. So drehen vielleicht. Ja. Nee, nicht ganz. Den davon ganz stimmen wird sowieso nicht. Dann greifen immer eh. So. Jetzt aber. Der Drachenschlüssel ist zerstört. Egal, wir gehen trotzdem rein. Okay. Die Karte sagt, oh, ein langer Bosskampf. Bomben habe ich eh schon voll. Was war die Kugel von vorhin? Meine Güte. Gebieter, ich habe dir das zu berichten. Ich spüre Zeldas Aura in der Nähe. Besonders von dieser Kette gehen starke Schwingungen aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass Zelda mit ihr gefesselt wurde, liegt bei 95%. Was? Wer zum Henker meine Zelda hier angefesselt? Der kriegt was zu viel. Nee. Ich vermute, dass Zelda irgendwie entkommen konnte. Ich hatte zu Eile. Jo, das ist eine gute Idee. Ich mache mich auf den Weg. Keine Aussage mehr. Oh nee, nicht du schon wieder. So trifft man sich wieder. Oh nein, wie unhöflich. Ich habe deinen Namen vergessen. Nicht deinen auch. Na, ist doch unwichtig. Hör mir nur kurz zu, ja? Nö, kein Bock drauf. Da sagen meine unfähigen Handlanger, dass sie die heilige Maid gefangen haben. Ich eile herbei. Und was muss ich sehen? Ich habe den Handlanger alle schon erledigt. Die lästige Marionette der Göttin kommt mir zuvor. Vielleicht diese Person in Schwarz. Sie hat... Diese Schoßhündin der Göttin. Sie hat sie einfach mitgenommen. Dabei braucht sie doch, um einen König zu befreien. Den King? Wen, Elvis? Ich entschuldige mich. Aber jetzt verstehst du sicher, warum ich etwas ungehalten bin. Nö. Ach, was soll Zurückhaltung? Ich habe es nicht eilig. Es ist genug Zeit. Für mich aber nicht. So spüre die Flamme meines Zorns. Oh, jetzt er weg. Was soll die Scheiße schon wieder? Diese rollenden Dinger, ey. Ja, nur das war. Was jetzt? Glühender Höllenfels, Bewadama. Geh mal eben, du krankes Schwein! Ja, viel Spaß, Bewadama. Boah, Alter! Bombs away, wa? Was? Hey, komm zurück! Oh oh. Er hat nichts gesagt.
Hier. Aua. Du hast ein scheiß Auge hier. Oh, nicht schon wieder. Was eigentlich für Probleme, Alter? Oh. Haben damit nicht gerechnet. Hier. Was? So, geh bitte mal nach unten. Ich brauche ein bisschen, Notrationen quasi. Wow! Alter, nicht gesehen. Boah! Ganz schön nervig, das Viech. Nein! Mann, Link! Eigentlich war der Kampf ganz easy, muss einfach abwarten, bis er nicht mehr brennt. Nur sie wohl eher, ist eine Dame. Okay, und jetzt? Mehr ist nicht zu bieten? Bärer Dame, das ist eine Lache. Mann, hältst du viel aus? Das war noch schlimmer als Girahim. So. Mann, ey. Glühender Feuerball wohl eher, wa? So. Feierabend hier. So, eigentlich relativ easy der Bossfight. Vor allem, wenn man sich ein bisschen klüger angestellt hätte als ich jetzt. Egal, so, Bomben auffüllen, dann Zelda nachgucken, wo sie bleibt. Trotz allem ein interessanter Bosskampf, aber eben halt auch wieder ein Bosskampf, wo man sich sagen kann, ja gut, kennt man. Ich meine, der ganze Tempel ist ähnlich wie damals Ocarina of Time, Dodongos Höhle, aber in Donnerblumen und so. Der Boss selbst ja eigentlich auch. Er hat auch viele Ähnlichkeiten. Aber hält mehr aus, finde ich.
Zoom. Michael! Nein, Zelda. Ich habe euch schon erklärt, dass ihr euch zurückhaltend auf eure Aufgabe konzentrieren müsst. Er kommt jetzt mal 2 Minuten mit uns quatschen, kann ja wohl nicht schaden. Michael, es tut mir leid. Ja, mir erst. Du bist viel zu spät. Wenn ich dich so sehe, beschleicht mich der Gedanke, dass die Göttin sich bei ihrer Wahl vertan hat. Bitte was? Deine Fähigkeiten reichen nicht aus, um Zelda zu beschützen. Ach, und deine vielleicht? Die gefällt mir, was ich sage? Aber wenn ich nicht gekommen wäre, wäre Zelda jetzt in den Händen unserer Feinde. Es hat keinen Sinn, das Ganze in schöne Worte zu verpacken. Du warst von Anfang an vor mir hier, also bitte. Du warst zu langsam und hast Zelda im Stich gelassen. Moment mal ganz kurz, ja. Wie kann es überhaupt sein, dass Zelda vom ersten Tempel hier hinkam, während ich ja über die Wolken segeln musste? Und warum warst du dann nicht auch schon da? Da müssen wir ganz kurz mal uns innehalten und mal die Verhältnisse klären, ja? Zelda muss weiterreisen, um ihre Bestimmung zu erfahren. Wenn du, Auserwählter, Zelda helfen willst, muss die Prüfungen, die vor dir liegen, bestehen. Nur so erreichst du die nötige Stärke, um Zelda wirklich helfen zu können. Hast du das verstanden? Nö. Was will die Alte von mir? Warum sagst du eigentlich nichts, Fei? Sonst quatschst du immer rein, aber jetzt? Quelle des Erdlandes. So, Quatsch, du warst zu spät. Nee, war ich nicht, aber ich musste erstmal über den ganzen Himmel und so. Aber Zelda und die Alte offenbar auch, die müssen das gar nicht. Das ist eine Schweinerei. Warte mal. Den Tool aktivieren bin ich bereits weg. Gibt es hier vielleicht irgendwo noch einen Kubus der Göttin? Fast was gleich Gutes. Was? Ja gut, dann trinke ich mal Wasser. Ah, ich wollte eigentlich, Nein, er wollte die... Alter! So. Dankeschön. Also. Besser gesagt, ein Artefakt der Göttin hat es also hier nicht in der Nähe. Gut, dann können wir es trotzdem aktivieren. Skyward Sword! Gebieter, diese Sprache verwenden die Götter vor langer, langer Zeit. Ich werde die Worte nun übersetzen. Höre gut zu. 「心せさしとびをめせつ」 Für
Von jenseits der Zeit und des Raumes leite ich den Träger des Schwertes, der meinen Auftrag erfüllt. Auf ihrem Weg besucht die heilige Maid vom Himmel, ihrem Schicksal folgend, die Quelle des Erdlandes. Das Land des Sandes, Ranel. Dort öffnet sich das Zeitportal, wie es ihr vorherbestimmt ist. Du hast die Bernsteintafel erhalten. Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Tja dann, auf ins Land des Sandes. Auf nach Ranel. So, wenn so außerhalb des Tempels, so wie es mit mir sieht mit der Bombentasche aus, kann ich jetzt irgendwie zurückgehen, darf ich sie behalten. Sind die noch da? Oder wieder? Oder whatever. Ich behalte es einfach mal, wa? Was soll's. So, bitte zurück ins Wohlgemeer. Und erst einmal eine Weile Sidequesten, Freunde. Denn wir sind eh zu langsam. Wie uns gerade diese Botschafterin der Göttin und so erklärt hat. Also können wir genauso gut noch ein bisschen Kohle ausgeben. Und dies und das machen. Und Terry besuchen natürlich. Was hast du Neues? Ich bilde mir ein, Cookies Mutter würde ständig ganz laut den Namen ihrer Tochter rufen. Warum wohl? Weil Cookie einfach Cookie ist? Yep. Ja, nach dem Tour müssen wir auch mal gucken. Die wir mit den Artefakten der Göttin jetzt irgendwie freigelegt haben, sag ich jetzt mal. Hey Terry, was geht ab? Das Teil war ja schweineteuer. Ja, ist mit Zusatzgeld passt schon wieder. Eben 100 ist es wirklich nicht viel. Thank you! Das werden sie nicht bereuen! Yo, Mann! Was geht ab? So, dann Ding war glaube ich noch ein bisschen zu teuer. Ich guck nochmal, was Terry nochmal im Angebot hat. Nochmal eine Zusatzgeldbörse. Nee, komm, gehen wir mal wieder. Bevor Terry uns rausschmeißen kann. So. Die Karte gecheckt. Jo, hier geht's bereits Truhen, die wir jetzt öffnen können. Aua. Ah, Linkey. Ah, da ist die, okay. Genau, ist die hier. Dafür musste ich ja unterirdisch rein, wa? Ja, Mist. Kann er gar nicht tauchen. Beziehungsweise noch nicht. Na.
Das ist natürlich ärgerlich. Ja, sonst wüsste ich es doch, glaube ich, oder? Das haben wir schon so, dass ich irgendwie reintauchen muss. Ja, wie sonst soll es funktionieren? Deswegen jetzt hier auch wieder eine Art Brunnen, sage ich jetzt mal. Ja, muss schon so sein. Was hier schon ist drin? Ja, ist ja gut. Ah, die gute alte Zelda-Musik. So, ins Rand, sage ich schon, ins Land Ranell sollen wir also demnächst. Ich frage mich, ob es dafür auch einen neuen Schild gibt. Irgendwas Neues hat er wieder. Die Bomben, nee. Aber was hast du Neues? Eine neue Seite in meinem Sortiment. Eine kleine Bombentasche wärmer, wenn ihr möchtet. Weil ich bereits eine habe. Aber ja, ist mir zum Upgraden. Teuer. Teuer. Ne, den dritten Schild hat er noch nicht. Da kommt das bald noch. Die Truhe ist auch noch nicht offen. Was sagst du dazu? Kannst du noch irgendwas für uns machen? Lieber Finstal, Mond. Ne, geht auch noch nicht. Ah, Mist, aber eine Monsterklaue mehr. Okay, ich glaube, wird jetzt mal Zeit, dass ich offscreen ein bisschen gucke, wie man die ganzen Monster-Items kriegt. Monsterklauen gibt es ja eigentlich von den Fledermäusen. Der Fledermaus ähnlichen Geschöpfen. Ah, die sind irgendwie sehr selten geworden. Das stört mich ein bisschen. So viel Kohlen kann ich davon ausgeben. Ja, hier ist aber irgendwie ein Trank dafür und ganz ehrlich, ich habe 2 Feen dabei. Ich brauche eine dritte Flasche. Da kann man darüber reden. Ja, komm. Ich guck mal, ob er doch irgendwie. Ja. Müssen wir theoretisch sogar 20 Bomben tragen können. Die komplette Kohle ausgeben will ich eigentlich auch nicht, beziehungsweise noch nicht. Ja, muss ich noch mal ein bisschen informieren, wie das genau war. Diese ganzen Monster-Utensilien, wie die daherkommen, von wo. Wo ist denn Cookie überhaupt? Beziehungsweise Cookies Mutter. Müssen wir mal gucken, Freunde. Und natürlich dann auch mal zum Tempel der Göttin. Um, ja, das Ding reinzulegen, nicht wahr? Die Steintafel genannt, damit wir nachher ins dritte Gebiet kommen. Aber das und vieles mehr in der nächsten Folge wieder zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword HD. Danke fürs Zusehen, Freunde. Bis dahin, ciao zusammen.